Guten Abend bei Dickrich TV. Ich bin Lohai Omen. Beierfest am Park von der Gemeinde zu Dickrich. Immer ein schöner Moment, wo wohl Bier getrunken, aber nicht nimmer. Bei diesem Fest hat Philharmonie all Jahr Feist Weekend organisiert, steht für uns allem Musik am Vordergrund. Samstes Mittes gin 5 Uhr am Stadtpark zu Dickrich. Et ass Zeit fir d'Ouverture vum Beierfest. Bändchen, dat ass Deckher zwar improviséiert, rot a voller Glitzer, awer mischt sein Dingst an domat aus Fest lacéiert. Fir den Optakt vum Event gëtt Gruppe Les Brasseurs erkennen zum Besten. Die 2D vum Beierfest gëtt musikalsche Bësse vun allem geboden, schliesslich invitéiert Philharmonie Municipal vun Dickrich. Wir versichern hier auch, an den letzten Jahren immer so Live-Bänden zu kriegen. Also nicht nur einfach, wir haben 100 Jahre für die Jungen den Abend ein Disc-Hockey und so. Ich meine, was wir ja wollen an Dickrich, das Staat selber animieren. Und da ist der Park natürlich eng von den Möglichkeiten, eng von den Gelegenheiten. Und da sind wir ein bisschen hoffrig, dass wir als Musiker am Fongehol den Teil vom Park entdeckt haben. Zentrenger dose Jore schon gëtt Beierfest am Parkhof gehalen, firrun waret Langzeit op der Kloster an noch am Juni. An dat Night Beierfest huet an der Tëschenzeit ëm de nedesche Suse fand. Stimmung hebausen zu summen zu sehen, mat Kollegen, ein paar trinken. Ja. Mat Kollegen heisen gute Beier Tradition, dat das immer gut. Ne? Es wurde immer Leute zu gesehen und die Schweine mir gesehen habe, dass ich klein fest, das mir himmlisch und ja. Das gewusst, dass mein himmlisch, ich meine, dann also gerne bei den Leuten, kennen den viele Leute, dann bringen den in den Platz zusammen. Besonders gut gefällt Beierfest natürlich auch immer de Politiker von alle Farben. Das fällt ja auch perfekt mit den Juni-Wahlen zusammen. An beim Pat, da kommen auch sie sich sehr mino. Auch der Chamberpräsident ist für seinen ersten Besuch Beierfest begeistert. Ich bin so, dass die erste KI mit gefällt mir wirklich gut, weil die Ambiance genau so ist, wie ich mir vorgestellt habe. Die Leute sind auch gut drauf und das ist lass. Beierfest und zwar den Humpen. Das letzte Jahr ja, war das durch ein Feuer zerstört ging, aber an der Zwischenzeit haben wir fleißiger eine neue Crew hergestellt. Und diesen kommt just in time auf einem kleinen Fest auf dem Knie offiziell der PND überreicht gehen. Et war eng traurig Geschicht, wie een der fir Beierfest 2023 Symbol vom Event de Flammenzummer gefallen war. Aber das Jahr goufet dofir en neien Humpen, Narrekrak, Meischen wie den allen. Und dafür zuständig sind sie heit Jungen aus dem Schlurchthaus, ein Verein, der schon über 50 Jahre existiert. Lang dabei sind sie auch bei der Kavalkade und haben dem nur Experience am Bauen. Sie hatten den Humpen an der Zeit auch selber mal bei der Philharmonie ausgelehnt für ihre Wohn an der Kavalkade. Wie unglück das letzte Jahr passiert war, wo sie dann nicht lange gezeigt. Wir als Fußverein sind ja auch gewinnt, all Jahre neue Fußwohn zu bauen. Ich meine, leider das Jahr konnte man das nicht machen, weil wir verschiedene Schwierigkeiten hatten, wo wir es fehlen, an sich all Jahre bauen. Und ja, du hat man nichts zu tun, als Jungen haben sich an sich gelangweilt. Und du sagst, die Idee kommt, an sich den Humpen da neu zu bauen. Und dafür sind wir heute hier, für den dann abzudecken und die dickische Musik zu überreichen. Ja. Ein Moment, den nicht nur den Zuschauer viel Fried gemacht hat. Bei der Enthüllung Anfang Mai auf der Liberationsplatz war die Emotion groß, sowohl bei den Jungen aus dem Schlurchthaus wie auch auf Seite von der Philharmonie.
Das ist immens flott. Also wir waren so traurig letztes Jahr, wie die verbrannt ist. Und wir haben gedacht, das wäre dann nur rüber, weil man die Krau, die hat eine ganz lange Geschichte. Die kann die Leute erzählen, wie die Jungen vom Flüchthaus, die wissen sie, die können sie. Und sie haben ganz spontan gesagt, man kriegt nicht, wir werden nicht eine neue Krau. Und sie haben am März sich da hingesagt, dass sie ganz lange geschafft haben, also qualitätsmäßig sind 10-mal besser wie die Krä, die wir vorher hatten. Tatsächlich gouf den Humpen net nëmme mi schön mir auch nach mi groß a mi schwer, fir dass das noch an Zukunft sicher immer op segem Podium stur bleibt. De Peichtweekend war gut gefalten zu Dickrech. Lasst jetzt schon Freides mam lokale Markt an der Teenage Dream Party. Du kommen Samstag a Sonntag 2 Days lang Beierfest an die sogenannten Lumo Days. Luxemburg Museum Days, wo 3 Dickrecher Museen mitgemacht wurden. Für die Lumo-Days kann ich noch zu Dickrech immer auf ein Deckepark gratis Kulturangebote zurückgreifen. Auf der Gewinn drauf am Militärmuseum, wo es sich an der Welt vom Militär üben kann, gibt es ja besonders am Geschichtsmuseum so manche interessanten Häppchen geboten. Am ersten Tag stand die koreanische Kultur am Mittelpunkt. Maison de la Culture an ihre King Se-Young Institut hatte sich dafür auf ein paar Plätze am runderen Kulturhaus näher gelost. Angefangen mit koreanischer Küche direkt für Ankang. Also wir haben Fried Chicken, das ist ganz beliebt in Korea, und wir haben nicht mit der beliebtesten Sauce dabei, das heißt Ganjang auf Koreanisch, und das ist so eine Sojasauce, Knoblauchsauce. Und dann haben wir auch noch Mandu, das ist Koreanisch für Dumpling, und das ist halt so eine Teigtasche. Und für die haben wir eine vegetarische Füllung mit Gemüse und Tofu, und die ist frittiert, und dann gibt es eine scharf-süße Sauce, die ist Yangnyeom, gehen sie so bisschen dran, hin und her gehalten. Und dann haben wir auch hier noch koreanische Getränke. Also die 3 beliebtesten koreanische Getränkssorten, ging ich sagen. Ja. Das King Se-Young Institut, das vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus aus der Republik Korea finanziert wird, promoviert seit 2 Jahren am Land die koreanische Sprache und Kultur. Neben Sprachkursen bieten sie zum Beispiel Kochkursen oder auch Kalligraphiekursen an. Das ist wie Meditation, sieht das Frau, die am Gangen ist, am Institut Koreanisch zu lehren und dafür auch von Zeit zu Zeit mit Kalligraphie probiert. Ich empfehle sonst auch Koreanisch zu lernen. Macht viel Spaß. Und nicht so schwierig? Doch, leider schwierig. Viel Spaß gemacht hat auch das Atelier, wo die Visiteuren konnten die ganzen nomadisch traditionell koreanische Kleidung ausprobieren und auch mal ein bisschen die koreanische Seele spielen. Dieser Künstler, der in der koreanischen Kultur ziemlich nahe steht, seine Frau als Koreanerin, ist sichtlich begeistert. Das flott, weil das eine Opportunität für eine andere Kultur für ein bisschen mehr kennenzulernen. Und ja, auch mit mir und mit den ganzen Kleidern, das ist immer mir flott zu sehen, wie andere Kulturen sich wie andere Kulturen sich am Alltag bewegen. Der Bild vom Kulturhaus, als ob der Lumo Days auf alle Fall erfüllt gehen, Ziel ist es nicht nur ein Haus für enge Kultur zu sehen, sondern auch interkulturell zu agieren. Am zweiten Tag von der Lumo Days konnte sich zum Beispiel dann noch an die japanische Kintsugi-Kunst erfahren lassen. Op de Lumo Days war übrigens auch die offizielle Ouverture von der neuen Opran-Ausstellung am Autosmuseum. Der Robert Opran ist einer der bedeutendsten französischen Autosdesigner. Für viele Leute sind trotzdem kein Begriff, ob schon seine extravaganten Modelle überall bekannt sind. Die neue Ausstellung am CNVH soll den sich dafür auf keinen Fall entgehen lassen.
Ufang Mai war es Zeit für ein neue Expo am Autosmusee. Ein Jahr lang sind Lopo ganz besonders Stecker zu gesehen. Modeller, die der bedeutende französischen Autosdesigner Robert Repron entworfen, der für rund 3 Jahre gestorben ist. Es war in dem nur ganz besonders stolz beim CNVH, das erste internationale Expo auf der Lumo Days zu präsentieren. Auch für den Robert Repron seine Witwe war die Inauguration ein besonderer Moment. J'ai voulu absolument venir assister à l'inauguration de cette exposition, vraiment. Ça me rend très heureuse. J'en suis ravie parce que mon mari n'a jamais été très connu en France et nous avons été reçus souvent par des clubs, des voitures que mon mari avait gérées et étrangers. Il n'y a que les spécialistes en carrosserie, en voiture, qui l'ont connu et qui savent qui il est. Tatsächlich ist der Name Robert Repron bis heute nicht immens bekannt. Seine Autoren umso mehr. Citronisten aus Deutschland und dafür nach seinem Tod, der Michael Robert Repron an die Liebe gerufen, die eine Wanderausstellung auf B gesagt hat. Mit wichtigen Autos und den Designer, für die ich bei Simca, bei Citroën, Renault und zu guter Letzt bei Fiat entworfen. Der CNVH hat es mit noch ein paar zusätzlichen Modellen weiter zu der am Autosmusee wirklich interessante Ausstellung zusammengekommen ist. Bei am Fong, obwohl den wieder schon so immens unbekannt ist, also es sind just pure Citroën-Leute, die ihn kennen, sehen aber die Kap hat dem French Design, wie ich ihn nenne, der Tisch Autos, die an den 60er Jahren rauskommen, wie die erste, die obwohl immens futuristisch ausgesehen haben, weil hier für drin am Fliegerbau war. Und hier auch wollte immens stromlinienförmig Autos bauen, wie zum Beispiel dann GS und SM und so weiter. Aber gleichzeitig, und das hat dann ich dann noch bei Renault gesagt, auch den Innenraum, den maximalen Platz, den Innenraum zu kreieren, wie zum Beispiel, als hier auch der Pap vom Renault Espace, das ist noch carrément eine neue Zucht von Gevier. Doniert kriegt den Haierwort zum Beispiel einen Traktor zu gesehen, der Robert Repron hat zum Beispiel auch Kamionetten designt, und dann aber für allem ganz speziell Prototypen. Wir haben 2 relativ Seelenautos oder 3. Wir haben Prototypen von Citroën, das ist ein Amicis mit Wankelmotor, ein GS mit Wankelmotor. Und wir kriegen auch noch einen CX Break, den wahrscheinlich noch den ähnlichen überlebenden Auto ist von einer Sonderserie. Bei allen Exponaten kriegt ihr auf einem Mikro allerdings auch ganz viele Informationen zu den Autos geboten. Allgemein wird damit gerechnet, dass mit dieser Ausstellung ganz viele Visiteuren an den Autosmusee locken wird, auch aus dem Ausland. Der Mann, der wollte mehr Aerodynamik an die Autosindustrie bringen und damit neue Formen angefordert hat, dürfte damit ein Stück mehr bekannt gehen. Den Zentrum von Dickrich soll ja komplett neu gestaltet gehen, ob man es zu weit wie doch von den Bürger und Bürgerinnen gewollt ist. Hashtag Neudickrich gibt ihnen auch die Möglichkeit, mitzuschwätzen. Eng von den Optionen, sich anzubringen, wäre mehr eine Quartierstour mit den Politikern und Responsablen aus der Gemeinde. Scheine gute Morgen alle goe. So froh, dass so viele Leute kommen sind. Pferde spielt doch mal, Gott sei Dank. Und da muss man just mit der Organisation gucken. Richtig bestellt, ja. Wir haben einen direkten Droht noch öfen. Das hat gut geklappt. Tatsächlich hatte sich viel Leute davon für diesen ersten Tröppeltour mit den Politikern durch Dickrich, für sich auf verschiedene Stationen am Stadtzentrum auszutauschen, was verbesserungswürdig ist und alle Ideen dazu abzuschreiben, was in Zukunft besser machen. Und das, was die Leute heute so haben, wird auch auflesen und Plan von Hashtag Neudickrich zu 70%, so der Luc Wagner von WW+. Wir probieren, dass das ganz konstruktiv ist, weil wenn man sich zu viel auf diese Sachen festhält, die an der Vergangenheit vielleicht nicht gut gelaufen sind oder so, daraus soll ich vielleicht lernen und dadurch erwähnen, aber relativ schnell darüber wegkommen, für dann zu gucken, okay, wie ist es da besser? Weil wir wollen wissen, wer das die positive Idee, an die können wir mitholen und umsetzen.
also net so lang op denen alle Vergangenheeten henke bleiwen oder op denen negative Punkten geht ich darum zu gucken, wat können wir besser machen. An déi Leiit, déi kom waren hat noch wirklich vieles Herz a viel Ideen am Gepäck. En echten Tëschestopp goufet direkt hanner unter Führung vun der Kloster Reverend Antoniustroos, déi fir viel Gesprächsstoff gesucht huet. Kussetten, Kutschen, Rollstil, weil dat do as tatsächlich geféierlech. An am Endeffekt huet gesot ginn et méi Leiit, die do no iwwer Pan ginn, wie effektiv dran benölen. Dat wéi jo weng sagt, die ganz einfach erséiert ze machen wie. Ich hun Lachkeer gesinn eng Familie, déi hunn kann er kutsch zu zwee. Do probéiert do iwwer an de klenge Puppelche schu duch Mama Kanner, Di do dawer geressen. Dunne gunget weideriwwer d'Antoniustroos Liberationsplatz an dann iwwer Bachplaze op bis op das Planet. Bei schenzem Wider waren all bedeelech natilech an Hextform, as se begeert mat spazéiert. Ich bin total überrascht, dass so viele Leute dabei sind und ich fand es richtig schön. Ich fand es flott, ich fand es kollegial schon mal und das interessiert mich wirklich. Für was macht ihr Heimat? Ja, weil es nicht durchgeht, für dauernd sich zu beschweren. Es muss ja noch irgendwie, wenn ich schon eine Chance kriege, konstruktiv einen Deal zu holen, dann soll ich das doch machen. Ich wohne ganz gerne zu Dickrich und ich will auch weiterhin gerne hier wohnen. Und dafür, wenn ich gefragt wird, was ich soll machen, dann fand ich, muss ich immer melden. Weil wenn sich interessiert für die Platz, wo ich wohnt, und da sehe ich nichts zu den Momenten, dann kann ich schon beklagen, was nichts geschieht. Ich meine, das engt als, wie kommen die Leute hier ran? Die Großgas Leitmengen ist das einfach nicht genug Leute zu Dickrich kommen. Viel Ursachen, Mobilität, vielleicht sind Butiker nicht mehr so viel da. Und das andere, dass effektiv dass auch Butiker gestärkt können gehen. Das heißt, wenn sie auch nur wissen, dass hier etwas geschieht, ich ist das natürlich auch schön für sie, für auch mehr Aktionen zu machen, dass sie auch nicht fährt und das Großgas vergisst. Ich meine, das ist aber wichtig. Wie hast du für Regie gelaufen? Wie fandet ihr das? Ganz gut, ganz gut. Ich fand super, dass so viele Leute hier sind und dass so viele Diskussionen hier sind. Also das ist schön, ja. Natürlich war bei dieser Promenade auch das Syndikat Initiativ gut vertreten. Gerade für sie als Hashtag Neudickrich ein wichtiges Projekt. Privat und natürlich auch als Präsident vom Syndikat. Ich meine, dass mir auch ein Wörtchen hier zu schätzen haben, das ist ganz, ganz interessant für uns. Und ja, dafür sind wir hier. Da sollte natürlich für das Syndikat interessant, wenn wir Konzerte organisieren, dass wir einen dedizierten Platz hatten, wo wir wirklich permanent als Konzerte organisieren. Und ich meine, jeder hat absolut von seinem Platz da. Ich bin Member vom Syndikat du Tourisme hier zu Dickrich und das ist mir ganz wichtig, für die Lebensqualität von der Stadt Dickrich zu verbessern und auch Dickrich mehr interessant für Touristen zu machen. Und dass wir einfach an die Zukunft denken und auch mehr accessibel machen für die Fußgänger und für die Velofahrer und dass einfach die Plätze mehr begrünt, mehr Lebensqualität bringen. Et war op alle Fall eng konstruktiv rund, déi ha gedrängt gouf vun der Kloster durch de ganze Standker bisinnen an Großgas anrem Zreck. Vieles gouf dobei ugeschwart, vieles awer och fir gut befund, wie zum Beispiel die neue Bachplatz. Jedereen sollt fir Sochumen alles op engem Probaier festhalen, wie plus fährt er numen den Tri machen. Auch fir d Politiker auf der Datei op alle Fall eng leerreich Stonn. Ja, effektiv sind ich viel darüber geschwert gehen auf Einzelpunkte. Ich habe gesagt, das soll man an den Prozess hier auflesen. Ich will mich da besser raushalten. Ich habe gesagt, für einfach zu gucken, dass man ein neues gesamtes Projekt zusammenstellen, wo meine Meinung so nicht zählt, dass ich da von den Leuten, die zählt, an für ein flottes Projekt auszuschaffen. Seid ihr froh, dass ihr das hier gestoßen habt? Ganz froh. Und ich habe gesehen, dass die Leute auch froh sind. Aber wenn die Leute froh sind, dann sind wir froh. Et Dief den also gespannt sinn, wat en bei diesem Projekt rauskennt. No de Spaziergang waren noch 2 Bierger Workshoppen sowie ein Atelier fir Gemengekommissionen. Dann sollen auch Workshoppe fir Konseien an Geschäftsleit a Restaurateuren vorbeikommen, an am Hirsch gin Resultate vun dem ganze Partizipationsprozess öffentlich präsentiert. Von diesem Moment an haben die Bürger von Dickrich auch die Möglichkeit, der Gemeinde mitzuteilen, wenn es ein Problem an Dickrich gibt, zum Beispiel mit Verknastung oder beschädigtem Möbel am öffentlichen Raum. Das von der wilde Dickrich kommt dafür eine neue Funktion bei.
Munche Ränge man se schon vorkommen, dass Sachen am öffentlichen Raum nicht so klappen, wie in se Stadt vorstellt. Von Lohn brauchen sich zu dickrig darüber nicht mehr abzuregen. Einfach Depp von der wilde Dickkirche abmachen, an innen an der Bar ob Incident drücken. Schon könnt ihr der Gemeinde mitteilen, was nicht geht, wie es soll. Ufro de könnt aber man die Strotz als dem Informatiker von der Gemeinde raus an hier guckt, wie in der Fall gelesen kriegt. So wat man zum Beispiel schon pumol hatten, dass van den Trotter verknascht das, dann kann ich natürlich raschecken. Man muss natürlich die Rubrik Rue auswählen und dann immer noch die Rubrik Park. Da ist dann zum Beispiel, wenn durch den Park geht, dann einen Dreckskirche überfüllt oder so, kann er da ohne Problem raschecken. Das ist kann nicht falsch machen, wenn man etwas raschickt, weil wie so Sachen kommen sie so bei mir und nicht man dann den Tri, ob dann überhaupt da wäre das, da ich eine Nachricht zurück, also in Statuten kann man nicht behandeln oder da ist in dem Minister, den dafür zuständig ist, der kriegt normalerweise der Dinge einfach dort zurück. Den Andi schickt dann und die betroffene Gemengeservice auf 4 und am den Incident direkt publik von der fordert das, wie das zum Beispiel ein größeren Incident nicht muss purmal gemeldet gehen und die neue Offer von der Gemeinde, die können tun. Ja, seitdem also krit haben schon 2 Wufrohr gekriegt. Da wie so immer Menschen so Kleinigkeiten, weil ein Trott war dabei, das Leferkanage da ist. Bushäuser die erst zum Beispiel gut Michael gesagt, wie Teichwasser waren natürlich auch gemeldet gekriegt, dass in Barm und Wasser gefallen ist zum Beispiel. Da kann man wie so als Gemeinde kann man da nicht machen, weil für den Wasserschutz, also das Wasseramt von zuständig ist am Endeffekt. Wichtig bei der Meldung, all Fälle, das mit Stärkezeichen das muss ausgefüllt gehen. Beim Namen soll ob man's E-Buchstabe dran geschrieben gehen, aber der Postleitzahl braucht ihn nicht die Kreischannen drin zu schreiben. Der letzte Monat hatte mir ja von 2 Filmproduktionen erzählt, die am Mai zu Dickrich abgeholt wurden. Eine von diesen Filmen, eine Produktion von Tarantula über die Nelkenrevolution, hat mir auch schon präsentiert. Heute an der Tour und einer kleinen Lützeburger Produktion, an der auch eine Frau von Dickrich steht. Das sind mehr Unkraut hecht de Film den der SBL une am Mai zu de Krisch opgeholl huet en nach Joke Verein mat Joke Leiit. De Kap von dem ganzen dat sinn Tasi de Gabriel und Listi allen 3 mat Herzer Seel am Filmgeschäft aktiv sinn, opbeieren nei und Sachen rund zu goen. No engem echte Longmetrage iwwer de Frauenfußball am Jo 2022 willen sie lo mat ihrer zweiter Produktion engem Kurzfilm e Blick op Frauen an der Gesellschaft am Allgemengen, a méi spezifisch an der Autosindustrie werfen. Gedreht gëtt an engem dickrescher Garage. Wir sind um zweiten Drehdach dabei. Nee, also so net, ist sie nicht bereit zu bezahlen für ein Service, der nicht gemerkt hast. Ah, Leute, Chris, mir ein Problem. Es sind natürlich nicht beide, ich muss just einfach kurz. Ich meine, viele Filme haben den so verelsten Stereotypen, die sich immer weiterzählen. Ich meine, das leider eine Responsabilität, das abzubrechen, an neue Perspektiven, neue Figuren zu erschaffen. Ungewinnt das auch Hauptaktrice an diesem Film eng Planz, die als Gewissen vom Carlage enger Garagebesitzerin, gespielt von der Schauspielerin Liz Dostert, die sich Aldene bekannt ist, die Bewegung Richtung 22 verfolgen. An Planz ist halt zu dem Konterpunkt, ne? Zu Konterpunkt zu der Garage an, zum Chris, zu dem Lifestyle von Rigidität, an von Responsabilität, auch von Stress, Sorgen. An Planz, ja, Planz schwätzt man hin. Und just Chris kann aber Planz hören. Ne? Und froh ist mal nicht für was schwätzt die Planz. Mir ist also, was sieht Planz, was Chris nicht sich so kann. Genau, so gehen wir durch ein Tag am Chris singen Leben, ein besonderen Tag nach seinem 30. Geburtstag, wo sich fragt, okay, ich bin erwachsen, ich habe so viel gemacht, aber wo geht mein Leben wirklich hin? Die Liv selber, der am Anfang aus der Literatur kennt, der für Bühnen an Österreich geschrieben hat, als Luzanter 2 Jahre als Schauspielerin zu Lützeburg aktiv, unter anderem auch bei Richtung 22. Beim Film Unkraut kann sie nächste neue Erfahrungen sammeln.
Mir persönlich mir gefällt die Kipp, mir gefallen die Leute, mit denen ich arbeite, das sind Kollegen, das sind aber auch Leute, mit denen ich beruflich auf einer Wellenlänge sind, mit denen ich realisieren kann. Ich persönlich kann an diesem Set zwei Rollen überholen, sowohl Cast wie Crew. Mir macht das besonders Spaß, die zwei Seiten von der Kamera zu entdecken. Und ja, das ist eine Möglichkeit für mich, mehr rauszufinden an verschiedene Rollen, also sowohl vor wie auch hinter der Kamera. Op diesem Dreh scheint alles freundschaftlich aufzulaufen, ungezwungen, und aber weiss jeder, was er will. Unkraut gibt mit Hilfe von der Aide Carte Blanche realisiert, einer finanziellen Unterstützung vom Letzterer Filmfonds für original audiovisuelle Produktionen. Diese gibt von 15 bis 30.000 Euro. Für den Realisateur also so kleines Budget, kein Hindernis, mir fordert zu gut Kreativität. Ich meine, wir adaptieren es immer und das, was das Projekt als Budget will, und das, was das Projekt auch verlangt, kannst du mich noch das Projekt par rapport zu dem Budget. Wir haben es so geschrieben, weil wir wussten, es gibt kleine Budget sind. Und natürlich, wenn ich so schreibt, wie noch, weil ich kann machen, ob was wegen Hindernissen hingeht, und kann sich auch besser adaptieren. Und wenn ihr wisst, dass das Projekt so ist auch keine Frustration dabei, weil denkt sich, Low-Budget-Projekt, dann machen wir einfach so mit dem, was wir tun. Dann möchte ich mit dem, was ich hört. Ende Dezember des Jahr schon soll d'Avant-Première von Unkraut sein. Wir merken uns das schon mal 4. Außer am Mottocenter gouf noch auf vielen anderen Plätzen an die Kirche gedreht, unter anderem an der Brasserie Café bei Mich. Nationalfeiertag rekelt Minot, dese samsteger Sondeglo as soweit. Da feiert nees dat ganz Land de Grand Duc vu Lützeburg. Och als zu Dickrech si fir den Nullers nees eng Reif Feierlechkete geplant, Herr Platz vun all den Festlechketen rundrem den Nationalfeiertag zu Dickrech as Kloster. Den Ufang vum Programm mesto pudeich virung grossen Dach Militärparat Vierowend ass du der gröst Follegsfest, an den Dach selber ginn du die offiziell Rede gehalen an e Pad und Folleg offriert. Dat alles fir der Schener Kulis vum impressionanten Palais de Justice vun Dickrech. An eiser Rubrik 1 Minute zurückgeguckt, komme mir dofir lo haut op dat historisch Gebäi ze schwätzen. De Palais de Justice op der Place Guillaume zu Dickrech gouf zwischen 1850 und 1852 gebaut, zur Zeit, wo de Willem III. Regiert huet. Für die Architektur vom Gebäude verantwortlich ist der Franzose Louis Daguerre, den demolischen Ingenieur d'Arrondissement von den öffentlichen Bauten. Den Palais de Justice von Dickrech ist am neoklassischen Stil gebaut, symmetrisch gehalten, mit einem Mitteldeel, den einen dreieckigen Frontgiebel hat, an 3 Ergangstieren, zu denen ein imposant Trab feiert. Am 19. Jahrhundert hat Justice müssen impressionieren. Die entsprechenden Gebäude sollten nur außen majestätisch wirken. Die dorischen Säulen innen an der Abgangshalle waren gedurcht, für das Affekoten Erklärungen sich in der Halle könnten, während sie rund um die Säule spazieren. Weil du finanzielle Moyen gefehlt hat, hat es lange gedauert, bis dieses schöne Projekt umgesetzt ging. Bürger von Dickrech und den Anfang von den Arbeitsstunden schließlich 1850 mit Eigenmitteln finanziert. 165 Jahre spät, zwischen 2015 und 2018, war das erste Gerichtsgebäude am Land für nur bei 10 Millionen Euro renoviert und ausgebaut ging. Voilà, dummer das als Emission vun Hauderer wore River. Ech wünsch dir schon e loe ganz schöne Nationalfeierdager verpasst op Kefall die nei Drohneshow det Gemeng zu dem Ullers des Joer organiséiert huet. Medo zolo an dem Agenda mir gesinn als anderem am Juli van der Welt. Bis dann. Feierlichkeiten rund um Nationalfeiertag fängen zu Dickrech den 20. Juni morgens um 10 Uhr rund mit der Militärparade von der Armee auf der Kloster. Den 22. Juni oben dann also auf der selben Platz das größte Volksfest und um 10:30 den Depart vom Fackelzug.
Highlight a ganz neides Jahr as 4:11 eng gros Drohneshow iwwer der Seite, die sech net soll entgolosen. Den 23. Juni, dann ass die Offizialzeremonie nom Tedeum 10 Uhr an der Dekanatskirch, gehtt dann am Kortege vun der Bachplatz op Kloster, wo de Bojameester singriert hält, Donno offréiert Gemeng op hat fir d'Folleg. Dreideich no-Nationalfeierderke de Dowes 12:30 an Raler Kirch eng kooperatistisch Lesung fir a Wussener vum Mark Weidert, dem Auteur vu verdruddelt Geschichten, e Buch der 2021 nächste Preis beim Nationale Literaturkonkurs krut. Bei der Lesung geht es d'Aktualitéit an divers Klischeen, de Rode Leif, Drehner an Mauskati spiele noch mat. Den Diplompädagoger Musiker Mark Weidert verspricht 70 Minuten voller Humor an Ironie, d'Vierstellung as gratis. Da sind noch nach 2 Konzern vom Conservatoire du Nord geplant, einmal de Sommerkonzert vom Cercle Symphonique unter der Direktion von Joachim Kruithof, wo die Schüler von der Kammermusik an der Aller Kirche auftreten. An einmal Anfang Juli, wo Schüler und Profen aus dem Departement de Musique Moderne vom Conservatoire du Nord am Park bei der Gemeng ihren Aufschlusskonzert zum Besten gehen. Den 11. Juli owes dann gët am Kulturhaus Aldekrech lancéiert, mat der Summerexpo vun der Palais an engem Konzert an Raler Kirch, 5 Deeg lang steet Donno d'Alstadt vun Dekrech am Zeche vun desem traditionsreiche Fest, dat Ami du Vieux die Kirch schon iwwer 50 Joch organiséieren.